Und somit bist du zurück zu No Man's Sky. Wie auch bei 7 Days to Die, auch hier eine kleine Veränderung, eine riesige Veränderung. Und zwar im Schnitt die letzte No Man's Sky Episode auf der PS4 überschneidet jetzt ein bisschen mit denen, was ich jetzt da auf der Xbox One habe. Es ist nicht viel nur dass ich da schon ein bisschen was gesammelt habe. Da war jetzt ein Spielstand oben vor knapp 5 Stunden. Und No Man's Sky werde ich jetzt so aufnehmen demnächst, dass man ungefähr, ja, dass ich jeden Tag oder an diesen Tagen, wenn No Man's Sky kommen soll, dass ich da an dem Tag dann erst aufnehme. Genau. So dass man halt ein bisschen, dass du halt das zeitgleich mit mir ein bisschen miterleben kannst. Und nicht vorproduziert. Weil ich weiß oft Wochen später nicht mehr, was ich da und dann habe und dann, ja, schon wissen. Das habe ich gesammelt, das haben wir jetzt mal im Raumschiff. Zu einigen Dingen wirst du dann extra noch was hören und sehen. Das werden wir uns dann später anschauen. Diese Episode wird jetzt ungefähr, naja, sagen wir mal, 30 Minuten. Das, was du heute siehst, das neue Intro und das ist heute entstanden, genau an dem Tag, wo ich das Video noch hochlade und auf online stellen will. Genau. Exo-Anzug, der ist abholt. Wie es zu die Sachen kommt, sage ich dann. Das wird jetzt so unser erstes, eigentlich unser zweites Guthaben am Konto, beziehungsweise, ja, im Geldtaschen. Schon wissen. Wo fangen wir an? Lieder der Schönheit. Ob das für dich eine Schönheit ist, das lasse ich dahingestellt. Ist jedem seine Sache. Das ist unser Mühle. Ich habe die kleine schon gegen die große eintauscht, damit wir ein bisschen mehr Platz haben. Und wie du gerade gesehen hast, wir sind rappelvoll. Ja. Gut. Wir müssen jetzt einmal schauen, dass wir uns ich sage mal, wir schauen, dass wir jetzt eine Raumstation finden. Und werden dann einmal kurz. Ja, das hat noch Platz. Sehr gut. Werden einmal was verkaufen. Dass wir wieder ein bisschen Platz haben. Und dann werden wir eigentlich schon weitermachen in unserem... Nein, falsch. Wir werden zuerst die Erwachensquest weitermachen. Reise zu Koordinaten des Fremden. Da geht's ja... Das ist ja eigentlich... Das ist jetzt, glaube ich, die dritte oder vierte Station, die du jetzt machst, im Grunde auf des Erwachens und hin und her. Du hast da diesen komischen Code da mit 16, 16, 16 und dann kriegst du eine Nachricht von wegen, weiß ich nicht, du hast denjenigen allein lassen und was weiß ich, was der Geier. Wir werden jetzt einfach mal diesen Koordinaten folgen. Diesen Planeten hier, das ist eigentlich schon mein zweites System, was ich jetzt schon angeflogen habe. Im ersten war ich nicht glücklich. Ich wollte eigentlich schon im ersten System anfangen, aber da haben wir gedacht, passt was, da wirst du nicht happy und dann machst du was Neues, gell? Ja. Ich meine, es schaut da auch nicht viel besser aus. Was soll ich da sagen? Allerdings haben wir wenigstens da einen etwaigen schöneren Planeten zur Verfügung, auf dem wir uns dann niederlassen können. Ja, du hast echt gerade gesehen, da. Das ist Rogur Beta, den werden wir noch umtaufen. Ich habe auch schon einen Namen für. Den wird er dann sagen. So. Ich habe mir jetzt gedacht, ich habe jetzt zwar noch 2 Stunden gespeichert vor der Playstation. Das werden wir aber glaube ich löschen und dann da weitermachen. Im Prinzip muss ich sagen, ist es mit dem Xbox Controller doch angenehmer zum Spielen. Ich habe doch relativ, naja, ich sage mal nicht kleine Hände, sage mal, und auch relativ lange Finger. Jetzt tun wir mit dem Xbox Controller ein bisschen einfacher. Schau mal, was der Koordinaten des Fremden, was der für uns hat.
Landebereich nicht frei, genau. Oh, herrlich. Umweltwarnung. Temperatur extrem. So. Und vor allem, ich tue mir jetzt auch leichter, wenn du jetzt da was in die Kommentare schreibst, dann kann ich da wenigstens ein bisschen antworten auf dies und das und jenes. So. Ziel erfasst 246. Werden wir auch noch alles erkunden und erforschen. Es ist so riesig. Da habe ich auf YouTube eine Playlist gefunden, wo sie ja wirklich alle Trailer zu No Man's Sky zusammengefasst haben. Ich muss da aber ehrlich gesagt gestehen, ich weiß nicht, ob wir in diesem Let's Play wirklich alles sehen werden von No Man's Sky. Ich hab's ja nie gespielt von Anfang an. Und wenn, dann habe ich es immer nur so oberflächlich einmal angefangen und dann habe ich wieder aufgehört, was mich dann einmal interessiert hat. Und jedes Update, was gekommen ist, haben wir gedacht, weißt du was, das lasse ich und das warte noch, da warte ich aufs nächste, dann warte ich aufs nächste. Dann sind die Jahre ins Land geronnen. Kann ich das so sagen? Ja. Ja, und jetzt stehe ich da vor einem riesigen No Man's Sky und weiß nicht, wo ich anfangen soll. Nehmen wir mit. Nehmen wir mit. Und ja, derzeit herrscht gähnende Leere am Kanal. Fallout 4, wo ich euch anfangen wollte. Wo? Hä? Hier sollte was sein, aber ich sehe es nicht. Spiel, du alte Trümmerlatrine. Was ist mit du? Was soll das sein? Das soll das sein. Warte, wir werden das anders machen. Ja. Ab und zu frage ich mich, warum ich mir das noch antue, Baby. Cool. Warte mal ganz kurz. Erwachen. Das soll ja da sein, ne? Du hast es selber gesehen. Ja, jetzt haben wir einen Salat. Das sind mittlerweile die Dinge, die mich an Videospielen anrotzen. Ja. Tja, jetzt haben wir ein Problem. Der Fundort bzw.
Das Missionsziel ist verpackt. Toll. Na gut, das sollen wir zwar nicht weiter anhalten. Wir werden einfach in der nächsten Ausgabe, ich werde jetzt noch eine zweite noch und heute noch aufnehmen. Und die werden wir uns dann beim zweiten Versuch geben, tun, machen. Na, wir werden das anders machen. Ich werde jetzt einfach das Spiel nochmal neu starten. Vielleicht ist es dann da. Sollen wir es machen? Warte mal kurz, können wir das Raumschiff da herrufen? Jo, können wir. Wir werden jetzt da speichern. Ich werde das Spiel kurz ausschalten bzw. neu starten. Und dann probieren wir es nochmal. Genau, sollen wir es machen. Bis gleich. Tada! So, ein Neustart behobt das Problem. Wir werden jetzt mal schauen. Das ist das Notrufsignal vom Fremden. Wir folgen eigentlich komisch, ist das auch schon mal aufgefallen? Als Spieler verfolgst du immer irgendwen, den du nicht weißt und nicht kennst. Pukarao, der Korvax. Was hat denn das Schiffchen für uns im Angebot? Dabei war das Schiff aber geil, hat aber weniger Plätze wie unseres. Nur, bis wir das repariert haben. Technologie, schauen wir mal. Wieder Zeit vergehen, was das wäre das anders zu machen. Schau her. Weißt was? Das können wir uns aber. Wir werden das so machen, schau her. Wir werden das Schiff beanspruchen. Ein paar kannst du mitnehmen in die Sammlung. Das ist ja kein Problem. Das muss da sein. Ich klettere in das Frachtschiff und finde seine Blackbox. Sobald ich sie berühre, erscheint ein holographisches Bild eines Reptilienhändlers in Panik. Vielleicht ist das eine Nachricht für seine Vorgesetzten oder für eine geliebte Person. Es bleibt unklar, da die Wiedergabe quälend ruhig ist. Mit seinen letzten Atemzügen scheint der Händler auf neu installierte Schiffstechnologie zu deuten, bevor er verzweifelt auf seine Knie sinkt. Die neu installierte Schiffstechnologie inspizieren, nach Fracht suchen. Wir nehmen das da, die installierte Schiffstechnologie inspizieren. Ich entdecke die schlecht installierte Technologie, die Absturzursache. Ich scanne ihren Bauplan und kann sie nun selbst herstellen. Einen Wirtschaftsscanner. Jawohl! Mit dem drum, wenn du jetzt da in eine andere Galaxie willst, kannst du von außen schon sehen, wie die Galaxie oder ja, eigentlich Galaxie beieinander ist. Das zeige ich dir dann. Wenn du das Spiel noch nicht kennst. Da ist nochmal gleich mit schon, ja? Die geborgenen Daten nehmen wir gleich mit, die frustrierten, die werden wir brauchen. Dann das nehmen wir von Anfang an schon mit. Hochleistungsinventar, genau, da müssen wir einer. Brauchen wir auch. Warum und wieso, das wirst du dann alles noch sehen. Gut, jetzt sollte eigentlich. Na, wieso teilt man das jetzt schon daher? Du Eumel. Wir müssen jetzt einmal auf die Raumstation. Genau. Wir müssen jetzt auf die Raumstation und einmal ein bisschen was verkaufen. Sonst haben wir keinen Platz. So. Nur schauen, wo die Raumstation ist. Da. Genau. Wir haben jetzt da 1, 2, 3, 4. Moment kurz. Das ich mir jetzt nicht verzählt habe. 1, 2, 3, 4, 5, 6 Planeten. Genau. Und diesen Rogor Beta werden wir zu unserem eigentlichen Heimatplaneten machen. Oder wir finden woanders was Besseres. Das kann ich da noch nicht versprechen.
Nur werden halt dann zukünftig die Videos etwaig erst in der Nacht kommen. Das kommt immer drauf an, wie ich gerade Schicht habe. Derzeit gehe ich 2 Schicht, Früh und Nachmittag. Und momentan sind auch einige Samstage immer wieder dazwischen. Ähm, also muss ich da ein bisschen, ja, ein bisschen flexibler werden. Aber egal. Momentan gibt es ja nur die 2 Spiele, die mir richtig Spaß machen. Fallout 4, das wird noch dauern, da lasse ich mir auch die Zeit. Ich meine, Zeit. Ich habe einfach derzeit ähm, ich vergiss ab und zu drauf. Aber ich werde mich bemühen, dass ich es bald mache. Machen wir es so. Ems war Primus. Jetzt werden wir den ganzen Müll einmal verkaufen, den wir dort jetzt haben, gell? So. Wir könnten aber, ich habe ja genug, schau her, ich habe ja genug Hyperantrieb. Ist ja genug, ist ja voll. Wir könnten eigentlich versuchen, in eine andere Galaxie zu fliegen. Das wäre nämlich nicht einmal schlecht. Weißt du warum? Warte mal kurz. Na, wir müssen jetzt zuerst das Raumschiff. Wir müssen jetzt erst einmal was verkaufen, damit wir überhaupt weitermachen können. Ich hab zwar schon mal angefangen mit einer Basis, aber das Problem war, ich war nicht zufrieden damit. Wenn ich was anfangen will, dann will ich da zufrieden sein. So, wir verkaufen den Schatz und vielleicht, vielleicht haben wir sogar Klick. War mein Traumschiff, aber das kostet fast 40 Mille. Bis wir das benannt haben, das dauert einige Lenden. So, Außenposten. Passt, jetzt verkaufen wir den Schatz einmal, den wir da jetzt haben. Funkenkanister. Nein, die geborgenen Daten werden wir nicht verkaufen. Die benötigen wir dann nämlich auf dieser komischen Anomalie. Besser verkaufen. Aber wie du siehst, ich zeig dir dann wie du das alles kriegst. Es gibt ja mehrere solche, ich nenne es jetzt einmal Geldeintreiber. Da gibt es ja mehrere Varianten. Ich glaube, Raumschiff Inventar. Ich glaube, wir sind soweit. Na, Platin habe ich gesagt, möchte ich noch verkaufen. Ist Gold. Ist Silber. Ist Dioxid und ist Phosphor kalt immer. Da gibt es nämlich zwischen eine irgendwo, wenn du dann deine Basis soweit hast, gibt es dann irgendwas mit, wo du die Sachen brauchen kannst. Mehr war es jetzt aber auch nicht mehr. Und wenn es einmal passt, werden wir uns unseren Charakter gestalten. Das können wir dann da drüben machen. Warte mal. Ja, Reisemeilenstein, bla bla bla. So schaut das Schiff aus, so ähnlich ist das, was wir auch haben. Genau, da können wir uns als Mandel gestalten. Da können wir Zubehör kaufen für unser Raumschiff. Nur, das Problem ist, wo findet man Upgrades? Verbesserung seiner Klasse erhöhen. Technologiehändlern, okay. Raumschiff verbessern. Lagerkapazität sind 8 Millionen und die Klasse verbessern 10.000 Nanit. Da gehen wir lieber, da schauen wir, dass wir irgendwie so ein Schiff tauschen und dann schauen wir da wieder besser rein. So. Mal daher. Falsch! Das einzige, was ich jetzt installieren will, ist dieser hier. Genau, wir brauchen 3 Mikroprozessoren und einen Kabelbaum.
Das kaufen wir gleich da. Ah, das ist die falsche Seite. Was hat's gesagt? 3 Mikroprozessoren und 2 Kabelbäume. Na. 3 Mikroprozessoren und einen Kabelbaum. So. Das ist außerkrieg auch noch. Platsch. Das Problem ist, in 20 Minuten Episoden siehst du ja fast nichts in den Spielen. Wir werden das heute ausnahmsweise mal so machen. 3 Mikroprozessoren habe ich gesagt. Und einen Kabelbaum. Ja. Kruzifix. Ja. Mach mal. Einen Kabelbaum. Sehr gut. Jetzt können wir uns diesen Wirtschaftsscanner einbauen. Ja, einmal, zweimal. Sehr gut. Wieder ein Ziel geschafft. Wieder ein Ziel geschafft. Ja, ich habe eine Idee. Vielleicht funktioniert es, vielleicht auch nicht. Repariere das Notrufsignal des Fremden. Aha. Ah, siehst du, in Raketenwerfer müssen wir auch noch einbauen. Ja, wurscht. Schau her, zeige dir was. Galaxiekarten. Wir sind jetzt da. Preis aktivieren, genau. Und. Komm mal, wo war denn das? Da war ein System, da hab ich neu angefangen. Da, genau. Da haben wir angefangen. Bei den Korvax. Jetzt bin ich aber umgewechselt zu die Gag. Ich finde die kleinen Scheißer einfach nur putzig. Schau her. Und jetzt siehst du da Massenproduktion, hohe Versorgung, bla bla bla. Dann fliegt und das sind halt die Sachen, die du dann da über diesen komischen Wirtschaftsscanner außerfinden kannst. Wykin. Und da. Korvax. Gag. Gag. Wollen wir zu die Gag? Hm? Wollen wir zu die Gag? Das haltest du für ein Gag. Wykin. Sieht das aus? Ja. Was aus? Wir fliegen zu die Wykin weiter. Ah. Zu die Gag, Entschuldigung. Vielleicht, vielleicht, haben wir sogar einen Klick und wir geraten jetzt in eine Schlacht ein, wo wir einen Frachter kriegen. Unseren ersten. Das war geil, das tat mir viel taugen. Ich war mir jetzt nämlich auch nicht sicher, ob, ich habe die Playstation, seitdem das war mit den Update, habe ich es auch noch eingeschalten. Und bevor ich dann No Man's Sky gar nicht mehr sagen kann, weil die Playstation hieß, muss ich halt umschwenken auf die Xbox, dort habe ich es ja auch. Und mein Gott, dann habe ich halt ein paar Dinge, wo ich sag, mit dem muss ich halt leben lernen. Und aber Hauptsache ich kann es spielen und euch sagen, oder dir sagen, wenn du es noch nicht kennst. Gut, der schaut sicher sehr eisig aus. Gefrorener, hohe Wächteraktivität, okay. Leck mich. Endloser Morast, Alter, das wird wieder so ein super toller, schöner Mistgurkenplanet. Schade, ich hab da bekommen wir denn so eine Raumschlacht, was? So. Da gibt's nämlich die Möglichkeit, meistens gibt's ja die Möglichkeit, wenn du in eine andere Galaxie kommst, so wie wir da jetzt da. Dann kratzt du mich in einen Kampf oder in so eine Raumschlacht.
Das ist recht witzig. Ich mein, gut. Ich glaube, da passiert nichts. Wer bist du? Katastrophales Terraforming. Okay. Weißt du was? In der Episode A-Galaxie machen wir noch. Machen wir B, dann können wir uns da freier umschauen. Was ist da herum? Wirtschaft, Versand. Waikin? Nein, ich will zu die Gag. Ich will zu die Gag. Gag. Waikin. Außerhalb der Sprungreichweite? Gibt es irgendwas, was in der Sprungreichweite ist? Hä? Korvax, Stromerzeugung. Achso, das ist der derzeitige Standort, okay. Handel. Ausgeglichen. Weißt du was, wir probieren's da. Ist doch wurscht. Ein paar Minuten haben wir noch Zeit, vielleicht geraten wir in so eine Luftschlacht. Schauen wir mal. Oder in so eine Raumschlacht, weiß ich nicht, keine Ahnung. Wenn es nicht ist, dann werden wir einfach, ja, wir müssen dann nochmal zurück das Notrufsignal reparieren vor den Fremden da. Mal schauen, wie wir das machen. Wie gesagt, ich bin momentan ein bisschen spalten, wo wir jetzt weitermachen. Weil das Spiel eben sehr viel bietet. Ich muss erst einen roten Faden finden, weißt? So, da. Da haben wir da. Neferalt-System, neue Entdeckung. Gut, aber keine Schlacht in Sicht. Toll! Hey, der schaut so bläulich aus. Schädlicher Planet, okay. Was haben wir? Warte mal kurz. Da hinten ist noch ein Planet. Den können wir schon scannen, okay. Lava-Planet. Ah, okay. Ein paar Planeten kenne ich ja schon. Ich gebe es ja offen und ehrlich gesagt zu. Aber aus anderen Spielständen. Manches Mal sagen sie mir was. Schädlicher Planet. Okay. Ah, und die anderen sind da dahinten. Da warte mal kurz. Wir fliegen einfach einmal um diesen Planeten nochmal dumm und dann sehen wir eh weiter. Hä? Gefrierender Planet? Okay. Das war der schädliche. Das war der Lavaplanet. Und da ist es der schädliche. Okay, da haben wir eigentlich nur so missgestaltete Planeten. Naja, gut. Mit denen kann ich jetzt nicht viel anfangen. Jetzt kommt's mir aber erst. Genau das kann ich jetzt sagen, jetzt auf die Schnelle. Schau her. Ja, da ist da, gell? Schau her. Scan beginnen. Suche nach Objekt läuft. Aktiviere den Impulsantrieb. Das machen wir. Jetzt läuft das Scan. Bote von Atlas. Eingehende Nachricht. Die Botschaft des Atlas annehmen.
Du hast das Wort für Atlas gelernt. Toll. Bing! Da gibt's aber, brauchst du aber nicht glauben, da gibt's zig verschiedene Sachen, die du da dann draus, weiß ich nicht, keine Ahnung. Da gibt's zig verschiedene Objekte, die du dann finden kannst oder sonstiges. Aber ich bin mir nicht sicher, was ich da mit dem Typ machen kann. Gar nichts wahrscheinlich. Nö, mit dem kann ich glaube ich nichts anfangen. Anleitung. Nö, da kann ich nichts machen. Verwaltungssystem erkunden. Okay. Finde und höre uns. Erwachen. Repariere das Notrufsignal des Fremden. Chromatisches Metall aus Kupfer. Haben wir sowas reingesteckt? Na. Am geschicktesten wird sein, wir reisen nochmal zurück in unser eigentliches System. Warte mal, wo war denn das jetzt da? Nein, ins zweite müssen wir, genau. Ja. Emswar, genau. Genau, nach Emswar müssen wir. Gut, dann reisen wir halt nochmal zurück und machen das schnell. So, da, wir sind wieder zurück in unserer eigentlichen Galaxie. Entschuldigung. Wir suchen uns jetzt schnell einen Planeten, wo wir das schnell machen können. Und dann schauen wir weiter. Ist das winterlich? Wow, das dauert immer. Bis bei den Spiel irgendwo bist, das dauert immer. Da kannst du in der Zwischenzeit einen Kaffee trinken gell, mit der Freundin. Aber ich bin mir ja gar nicht sicher. Muss ich für das Notrufsignal nicht auf den Planeten hinfliegen, wo ich es her hab? Warte mal. Mal kurz, halt. Bevor ich da zu zweit flieg. Ah, er sagt mir aber nichts an. Nö. Ich flieg. Ich fliege jetzt einfach da auf den Planeten zu, wie dort landen wir dann. Und dann werden wir die Episode für heute beenden. Beziehungsweise die ganze Aufnahme. Ja, das kann natürlich auch passieren. Handelsfrequenz. Wann halten sie die auf? Die Dullis, die Gags, gell? Ja, es hält keinen Warp mehr aus. Reparaturstoff, ein Diewasserstoffgelee, bitteschön. Ja, ja. Bevor sie zur Reparatur des Schiffes aufbricht. Ja, was haben wir denn gekriegt? 50 Nanit. Dazu sagt mein Portemonnaie immer gerne Dankeschön.
Notrufsignal. Wir fliegen es einfach an. Ja, jetzt wo ich es gerade lies. Es ist jetzt 19:05 Uhr, wie ich das aufnimmt, gell? Am 22., also heute. Ich bin jetzt schon neugierig auf den Teaser von Episode 4 zu The Long Dark. Aha! Handelsfrequenz. Wie du siehst, die Gags sind ein sehr kommunikatives Volk, gell? Verkäufer, Freund, Pipapo und tralala, der Händler gestikuliert, ja. Frachtverzeichnis begutachten. Brauchen wir eigentlich nichts, danke, passt und auf Wiederschauen. Eigentlich wollte ich gar nicht so lange aufnehmen heute. Aber irgendwie, das ist ja der Scheiß bei den Spielen, du kommst einfach nicht weg davon. So, da landen wir jetzt und in der nächsten Episode geht's weiter. Genau, so machen wir's. Weil sonst wird das alles ein bisschen zu lang. Jetzt sind das jetzt schon wieder 35 Minuten, fast 40. Eigentlich wollte ich 20 machen. Passt. Speichert. Haben wir und dann können wir gleich in der nächsten Episode hergehen. Und das Dings. Ach schau, auf deinem Planeten wird's mir ein paar Mal angezeigt. Das blaue Signal, was wir eigentlich machen müssen. Ihr kleinen, geilen Schweine. Ja, auch gut, passt. Bis zum nächsten Mal in 4 Tagen. Müsste eigentlich 4 Tage sein, ja. Dann kommt die nächste Episode. Baba dabei.